du Sport, dat ass ein Event ha an eiser Gemeng, den ass net mir wäch ze denken. Sinn engele Vereiner, die matmechen, sinn hauptsächlich Sportvereine, das awer Jugendhaus an sinn noch nach Vereine, die sos Tanz ubieden, an ich schmengen den Oventeiger de ganz Flotten um, die dat schon all Jo de Fall. Ich mengge dat wat gebrüdeget as Schwammen, das Fußball, das Basket, das Kloterwand, das Karate, das Fitness, Petanque, Dëchtennis, schwingt huet all Sportarten, die der ha kënnt fannen. An ich mengen das auch wichtig, dat haut net nimmen Sportsvereine hinkommen, dat och Leiit aus der Gemenge hinkommen am matmechen, weil das gedurcht hier kannne, das gedurcht hier erwussene, das auch gedurcht hier Jurend als Senioren, an ich mengen dat gëtt schon e ganz flotten Event. An mir hunn noch die Infrastrukture sto. Et sind 2 Sporthallen, das als Kletterwand, das als Karate, ein Fitnessraum, das als Petanquepiste, an han drun Tram, die auch ganz viel Zufall huet. Ich wünsche jeder Fall einen schönen Abend. Voilà, dann begrüßen ich ganz herzlich auf der Soirée du Sport 2018. Wir sind hier an der Hal von der Gemeng. An Hai han Rummer als Kloterwand vom Kloterclub Niederanven. An Leiit die Haut füllen Hai matmerken, die können ganz einfach Seelklammen, sie können normal klammen, an sie können Bangi-Sprangen Hai merken. Hier sind wir beim Karate-Club von Niederanven. Hier gehen ein paar die Sachen vorgefordert, Initiation an Demonstration vom Karate an die Jungen, die stehen schon bereit für hier umzutreten. Hier sind wir an der Sportsaal beim Basket, beim BBC Gringewald. Die Heimat ganz viele Jugendliche haben Rüsin an trainieren, an eure Match machen. Okay, wir sind hier beim Techball. Da sind Präsentationen und Workshops von den Spielern, die den Leuten weisen, was ihnen da alles kann spielen und abfeiern. Voilà, hier sind wir beim Sven Philitz. Den präsentiert Football Freestyle. Der Tisch hier jongliert mit Ball und ist du absolut Spezialist. Und versucht dann die Jung auch ein wenig dahin zu kriegen.
Voilà, los immer an der Piscine heizen die Dranwen, wo en ganz paar die Junker dann noch hikommen a wo Wettrutschen an e Wettschwammen organiséiert gëtt. Hallo, hallo. Gut, gut, ja. Komm, ja. Also war beim Terrain von der Amicale La Pétanque, wo man die Bullen gespielt wird, an die Leute, die interessiert sind, haut gehen angefordert, dass sie keine Grundtechniken für Bullsport beibringen. Hier sind wir da lo Sportsfeld heibausen oder kleine Footballserie, kann ich noch so. Und du siehst da Herrn Drun, dat Jugend eifrig Football spielt. Und neben Drun, da sind Bubble Bumpers, und die siehst du direkt am Bild. Hier sind wir noch am Festsaal vom Centre de Loisirs. Und do ist den Fitnessclub von Dranwen, den hier Demonstrationen möchte, dass die Leute teilholen lässt und ihrem Zumba tanzen. Hier sind wir dann lo bei unserem letzten Stand. Da wird Tennis gespielt. Boah, wenn ich speziell Tennis, das ist der Tennisclub Senningerbirg, den sich hier bekümmert. Und das ist eine Initiation und den Tennis, vor allem für die Jugend, und das mit speziellen Bällen. Wir sind am Matten Senningerbirg, wo 10 Wohnungen entstehen vom Fonds du Logement. Von den 10 Wohnungen werden 6 Stück für die Lokation sein, an 4, die auch verkauft gehen, und die werden prioritär und junge Familien aus der Gemeinde verkauft gehen vom Fonds du Logement. Ich meine, das ist ein kleines Projekt, das aber weiß, dass in eine ganze Reihe so Plätze, die als Baulücke bestimmt sie kann, bebauen, sie wird als Gemeinde oder zusammen mit öffentlichen Trägern, und so dürfen nicht terribel verändert, dann einfach mal Plätze, die so Bruchleien nutzt, für junge Familien eine Wohnraum zu schaffen.
Herr Minister, Herr Direktor, Madame Präsidentin, leef inviteren an Ihre Gäste, die Damen und Herren, ich gebe ich dann für dich mal am Namen vom Chefener Gemeinderat ganz herzlich begrüßen. Wir sind froh, heute können wir dabei zu sein bei der Straußfeier von den 10 Wunnichten, die hier auf diesem Sitz entstehen. Ich meine, die sind an einer Rekordzeit gebaut worden, weil wir hatten den 16. Oktober, das war kurz nach der Wahlen, Minister haben wir heute Spurstich gemacht, und das ist an 8 Monaten, als das hier den Drehbau entstanden. Ich meine, dafür muss ich noch den Responsablen vom Fonds, das ist der Bauherr, merci so und auch der Entreprise, die das hier realisiert hat. Ich meine, die Genehmigung für den Sitz hat viel mehr lang gedauert. Wir haben 2012 eine Modifikation punktuell vom PAG gemacht, weil die Zone hier damals als Natura 2000 akklassiert war. An diesem PAG aber als Bauzone, tun wir das aber müssen eine Modifikation punktuell machen, für das umgeändert zu kriegen. Das war also 2012, 2013 haben wir das UP gemacht, strategische Umweltprüfung. 2015 haben wir dann die PAP gestimmt. An die Baugenehmigung habe ich 2016 ging, die erst 2017 verlängert ging. Aber wie gesagt, der 16. Oktober der Spurstich. Die 10 Wunnichten hier, da hatte man festgehalten, dass der Feier prioritär so ein Jung steht aus der Gemeinde verkauft ging. An die anderen 6 kann der Fonds darüber verfügen für andere Leute. Ich meine, die Gemeinde hört nicht nur auf diesem Sitz soziale Wohnungsbau, wir haben es auch mit der SNHBM, das zu Hörstedt, wo wir bei der Kirche, wo 13 Appartementen praktisch fertig sind, an 8 Häuser, die schon bewohnt sind. Dann haben wir auch mit SNHBM zu überanwen, wo wir demnächst werden, wo der wird gebaut gehen, das gehen 25 Häuser. Ich meine, auch da gucken wir, dass wir die prioritär für junge Leute aus der Gemeinde verkaufen, aber den Gemeindeort über den Amphitheos den Terrain zur Verfügung gestellt wird. Ich meine, da brauchen die jungen Leute auch nicht den Boden zu bezahlen. Dann hat die Gemeinde an der letzten Legislaturperiode auch eine Reihe Ehewohnungen gebaut. Das waren 11 Häuser, wo Baulücken waren, wo die der Gemeinde gehört tun, die wir bebaut tun, aber wo wir die Häuser verlohnt tun, wo wir auch vom Ministerium, wo ich möchte, so ein Subsid von 75% kriegt. Andere Wohnungen, das sind ja nach 12, die ja Gemeindeproprietät sind, haben wir auch verlohnt. Teilweise auch schaffen wir mit der AIS und auch beim Centrest, das ist als sozial, noch ist sozial, wo auch Familien, wo Probleme beim entstehen, dass die auch irgendwie ein Wunsch tun. Wir haben noch ein Haus gekauft, wo wir 3 Wunschen dran haben für Flüchtlinge aus Syrien, die wir hier abgeholt haben. Und die Leute, meine ich, sind auch ganz zufrieden. Dann haben wir noch an der Planung, auch auf Gemeindeproprietät, eine ganze Reihe Wohnungen. Das sollen Generationswohnungen gehen, wo Junge an ältere Leute mit denen zusammen wohnen. Das wird doch demnächst an Ausspruch geholt. Wir haben eine neue PAG seit 2016. Das war auch ein bisschen eine schwierige Situation für das umgesetzt zu kriegen. Wir sind auch froh, dass wir den auch tun und dass wir auch die Möglichkeit haben, mehr schnell Lotissementer, die von Promoteuren auf uns durchkommen, dass wir die können schnell umsetzen. Tom hat gesagt, ich hoffe, dass die Häuser voll Zufriedenheit gibt für die neuen Bewohner, die dort rankommen, an der Fertigstellung, bis der Schlüssel kann ausgehändigt werden, gerade so schnell führen geht, wie das beim Reibau der Fall war. Merci. Herr Minister, Herr Burgmeister, der Conseil von der Gemeinde Niederanwen,
der Conseil Échevinal von der Gemeinde Niederanwen, live Invité, live Präsident. Wir sind ganz froh, wie der Burgmeister schon gesagt hat, dass nach langer Zeit wir ein Projekt aktiv an Ugriff holen können, um 10 Familien in Zukunft an der Gemeinde Niederanwen zu gehen. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, im Oktober letztes Jahr angefangen. Das Projekt soll normalerweise Ende nächstes Jahr fertig gehen. Wir haben neben den heißeren Hai auch ein paar Parking, die Heilandsche Straße gehen. Einen ganz großen Dank an Eise-Kipp vom Fonds, die jetzt auch alltag möchte, dass der Chantier weitergeht, dass das auch richtig geplant geht, terminlich, budgetmäßig. Was Budget angeht, Herr Minister, herzlichen Dank für die finanzielle Unterstützung, die wir vom Ministerium kriegen. Ohne die würde es nicht gehen. Und wir sind definitiv ganz froh, dass diese Natura 2000 nicht gewichen ist, aber ein bisschen Platz gelassen wird, dass die Leute direkt an der Natur leben können. Und ich hoffe auch, dass die Leute zukünftig ein daheim fahren, glücklich sind und sich an die Gemeinde sowie alle anderen Bürger bei ich arbeite. Merci alle Gur, merci und ein großes Dank an alle Leute. Und ich gehe danach weiter an den Herrn Minister. Herr Bürgermeister, mit dem Chef der Gemeinderat, Herr Direktor, mit der Präsidentin, liebe Witte, alle Guten. Ich komme immer gerne zu, wo sehr geschafft wird. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich hier war, weil ich hatte damals auch gesagt, noch mal eine Gemeinde, die nur die Gemeinde wählen, ein Projekt angeht. Und nicht nur für die Arbeit oder will Fotos machen, weil es geht nicht darum, es geht ja am Anfang darum, dass wir alle guten Wohnraum schaffen. Dafür ich, merci für die Idee. Dem Fonds de Logement, merci, dass du sehr geschafft geht. Geht nicht mehr darum, dass wir Projekte realisieren können, hier oder auf andere Plätze, dass das erzählt. Mit der Gemeinde dran, wenn es funktioniert, zusammen habe ich doch ganz gut. Wir brauchen Gemeinde, mit denen das zusammen kann machen. Und ich bin noch froh für das Engagement von der neuen Gemeinde, die mit der neuen Gemengeführung eben dann noch in den nächsten Jahren anständig Projekte kann gehen. Ich meine, die Lebensqualität, die heute haben an eben so leihen, der Tisch auch, dass es schön ist, es gibt für spazieren zu gehen, es leider zentral. Und die macht auch so viel offen an ihrer Gemeinde, die da wert sind, dass die Leute in Wohnen kommen. Dafür ich merci für das Engagement, dem Fonds de Logement, merci, dass du effikaz schaffen, dass das ausmacht. Wir können just durch Arbeit weisen, dass man gang sind, als besser aufzustellen, da das hier geschieht. Und ich gehe noch davon raus, dass hier anständig Lebensqualität ist. Wir sind noch nicht gerade so weit, dass wir fertig sind. Wir wollen so sehr 4 Uhr geht, für den Anfang hier geschieht das. Da meine ich, dann ist das doch sehr, dass die Leute können anziehen, hier Lebensqualität fanden, weil das erzählt, Lebensqualität auf die Sitten. Und ich meine, dafür ich alle Guten, die engagiert sind, auch den Entreprisen, die hier schaffen, ein dicke Merci für ihren Einsatz. Und dass man in Zukunft noch mit der Gemeinde dran, wenn weiter so Projekte können gehen. So nicht, merci. Et un petit communiqué très simple et résumé, et vous avez nos coordonnées. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter. Wir sind hier um Appeal Challenge zu Ruhrstadt. Eine flott Geschichte. Ich war letztes Jahr schon hier, das war ganz flott, ganz viel Leute hier. Und auch dieses Jahr sind wir umgegangen zu sehen, wo die Leute sich versammeln, für den Appeal Challenge in Angriff zu holen. Ein Appeal Challenge, 3 Stunden für einen guten Zweck. Unter den Velosführer gehört das, dass die letzte Passion für den Velosport sich hier rumfindet. Und sind wir natürlich froh, für ihn dabei zu sein. Es schaut Leben an der Equipe, Leben als kein Kichelchen. Auch von mir aus ein kleines Merci und die Leute, dass sie mich auch immer unterstützen.
3, 2, 1, los! Hei gesinnmmer de Parcours vun Öwen gesäin, dats net so einfach ass an ech sonne Mark Kirchen Merzi fir die Scheibiller. Hei kënnt den schwéiersten Deel vum Parcours anzwer eng lang gezünnende Bierg op. A Jowen am Rampe aus Fieselzonen, wo de Kippe kënnen hier Leiit ausfiesle, wann et neidig ass. Das hier mal die dritte Edition mit 140 Kureren, die bislang angemeldet sind, kommen aber noch die ganze Zeit dabei. Das hier jeder Remi, Profien dabei, Ex-Profien, der Frank Schleck, der Kim Kirsche fährt mit. Aber auch Leute, die Männer sportlich sind, die aber trotzdem für den guten Zweck heute Bierger abführen. Lokalvereine wie der Fußball hat auch eine Equipe dabei. Und Füllungskacke von der Equipe, die führen Heimat. Und ganz viele andere, das ist ein super Event, man hat super wir da.
Schöne gute Mitte Schei. Wir sind Equipe. Wir sind eine Gruppe von bis zu 50 Mann. Vom Süden bis zum Norden hin, vom Westen bis an den Osten. Und so Eventer wie das heute, was auch das Jahr tiptop organisiert ist. Außer dass es extrem warm ist, sind wir wie immer gerne dabei für guten Zweck. Wo wir es hier geißeln, Ried rausgesucht. Heute sind wir mit 2 Equipen am Start, 5 Leute. En plus als een Greise Philipp, den sich 3 Stunden gerne allein quält. Wir für den Rest unterstützen wir die Sache auch an der dritten Halbstunde, hoffentlich nach. Und für den Rest steht eine Maschine noch mit gewünscht. 3, 2, 1. Wir sollen die Daumen messen, der es super Sport gemacht wird. Hoffen, dass alle gut zufrieden waren mit der Organisation. Es sind auch nächste Detailer, die wir ändern, zum Beispiel auch an der Wirselzone. Es ist mir aufgefallen, dass wir hier Linnenwerten anziehen, wo die Wirselzone aufhängt, wo sie abhält. Und probieren natürlich überall die Sachen zu vermessen. Mit dem Parcours können wir leider nichts ändern. Wir werden den Parcours festhalten, hoffen, dass es für alle Guten nicht so schwer ist. Aber ein bisschen Training erfordert die Sache schon. Auch andere, die kein Training von der Natur. Ich hoffe, dass ihr alle Guten gefallen hat. Und merci der ganze Equipe, Uphill Challenge ASBL. Merci auch den 2 Vereinen, dem ACC Konton an der Hirondelle Schütter. Und wir gucken dann für nächstes Jahr das selbst zu organisieren. Wir hoffen alle gut, dass es zufrieden wird. An der Log kommen wir dann zur Preisüberreichung für die verschiedenen Kategorien. Und da geht auch noch Tombola ausgelost für alle Guten, die mitgemacht haben. Und da ist vielleicht ein oder andere drin, den heute kann der Kado mit holen. Wie gesagt, der größte Merci auch von mir persönlich. Ich habe heute vielleicht ein bisschen Mannertier geführt wie sonst. Probiert nächstes Jahr ein bisschen besser präpariert zu sein. Und ich hoffe, dass noch nächstes Jahr mehr Reklam hat. An alle Guten am Rendezvous sind. Vielen merci. Alle Guten, die nach 15 Uhr die Matt geführt sind, die kriegen nach einem kleinen T-Shirt und einem Bidon. Die sollen alle gut hinkommen. Wir kommen mit den Damen aufhängen. 35 Sekunden 67. Team Karamuta, Pfeiffer Senior. Bei den Herren war es spannend bis zum Schluss. Aber der Gensche Jerome hat an der letzten Runde überholt. Ich gebe Jerome mal hinabbieten und ihm ein grosses Merci. Und da kommen wir zu den nächsten Runden. Da haben wir auch eine Dame, die hat 62 Runden gepackt. Das ist Madame Tanja Ahrensdorf. Und den Erik Meyers 82 Runden LC Tating. Große Bravo und Hirn. Und wir haben ihn heute schon. Wir brauchen eigentlich 5 Bidon. Dann machen wir noch als Tombola. Alle Kuro, die auf dem Tour gefahren hat, den hast du mal dran. Hauptpreis. Also ein Auer von Tissot Tour de France, gesponsert von der Bijouterie Kaiser auf der Gare. Den einheimischen Fahrer Alain Bertrand. Die Garantie zieht Leute dran. Wie gesagt, hier der Bijouterie Kaiser Rainer, der große Merci für das Sponsoring. Und da sehen wir uns nächstes Jahr. Merci.